Hallo zusammen, das ist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir befinden uns hier beim Oculus Rift Game CS oder CS oder wie das heisst. Und das hat die VR-Champ gewonnen. Darum möchte ich euch das hier noch kurz zeigen. Ist so ein bisschen ein chilliges Strategiespiel. Und wir starten hier sonst gerade mit einem neuen Vertrag, New Contract. Zuerst gibt es immer so einen schönen trippigen Flug durch so eine Röhre. Es ist immer flashig, durch so etwas durchzufliegen. Vor allem ist es flashig, jetzt habe ich das Rift sicher auch schon ein paar Tage gar nicht mehr angehabt. GTA 5 halt. Und das wieder mal zu sehen, ist einfach immer wieder ein schöner Moment. Also, jetzt hat das hier, glaube ich, geladen. Genau, jetzt von der unten die Zeit anlaufen. Jetzt seht ihr hier eigentlich schön, wie das Ganze aufgebaut ist. Und zwar sind wir eigentlich so ein Hacker, der versucht, hier die Netzwerkknoten, oder wie du willst sagen, zu übernehmen. Das ist ein bekanntes Spielprinzip. Und an und für sich jetzt nicht wahnsinnig kreativ umgesetzt, was auch Grafik betrifft, aber es ist zweckmäßig und es sieht stylisch aus. Was müssen wir jetzt hier machen? Wir müssen jetzt hier so die Knotenpunkte übernehmen. Schnell mal schauen, die blau geschützt sind, kann ich jetzt nicht einfach so übernehmen und die grünen, die frei liegen, könnte ich direkt nehmen. Jetzt macht es natürlich Sinn, dass ich hier irgendetwas in der Mitte nehme. Und ich sehe da hier oben ist eventuell ein interessantes Ziel für mich. Jetzt muss ich schnell schauen, wenn ich hier mit der Tastatur reinkomme. Jawohl, jetzt fliegt man hier rein. Und das Coole ist eigentlich, dass wenn ich jetzt hier raus schaue, sehe ich die ganze Umgebung, wo ich vorher in der Mitte war, sehe ich jetzt hier so leicht verschwommen durch die Kugel durch. Also noch ein stylisches Feature. Man sieht ja auch, wie hier die Röhren connecten, die Datenpäckchen kommen oder so. Und hier geht es jetzt eigentlich nur sehr simpel darum, dass ich hier so ein Virus setze und dann muss ich schauen, dass ich es nicht verschieße. Ist so, dass da einer von diesen Schutzschildern übernimmt, dieser versucht zu blocken und solange das dann mein Feld grösser bleibt, gewinne ich. Also wirklich sehr simple Sache. Man verdient dann einen kleinen Betrag Geld, kann dann neue Hacks kaufen. Was ich jetzt gerade mal mache, sie werden dann konstant teurer und je mehr Hacks das ich habe, umso mehr von diesen roten Viren kann ich einsetzen. Und der Virus selber ermöglicht mir eigentlich, dass ich komme jetzt hier raus. Ah, okay, cool, die Steuerung ist schon easy. Ich habe es bisher immer mit Gamepad gespielt, sorry. Aber ja, ein Virus ermöglicht mir, dass dann die Knotenpunkte, die nicht geschützt sind, automatisch übernommen werden, ohne mein Zutun. Also, aber jetzt müssen wir hier noch ein bisschen mehr grundsätzlich schnell hacken. Und wenn wir gleich viele Hacks haben wie Schutzschilder, ist es natürlich easy. Also, hier schnell ein bisschen nachjustieren. Schön, jetzt haben wir hier schlappe 2 Franken gemacht. Das bringt uns in dem Sinne nichts. Schnell weiter schauen, wo könnten wir sonst noch easy etwas hacken. Jetzt da ist der Schutzschild für die darum umliegenden. Den können wir noch nicht holen, der ist noch ein bisschen gut geschützt. Jetzt haben wir hier oben noch ein Gebungsgebiet. Nehmen wir doch den noch schnell. Und im Vergleich zu einem Action-Game oder so kann man hier natürlich jetzt sehr gechillt hinten liegen, kann ein bisschen rumschauen, kann sich fühlen wie irgendwie eine Minority Report oder sonst irgendeine Zukunftsvision, dass man hier gerade irgendetwas am Hacken ist. Also es ist schon noch gut gemacht. Es ist jetzt nicht ganz so wie jetzt GTA 5, dass es einem so reinsaugt, aber ich habe Freude gehabt. Und vor allem ist es dann interessant, versuchen die Highscores zu schlagen, wo ich jetzt natürlich schon fernab bin. Also schau, jetzt versuchen wir mal... Nein, jetzt eigentlich schnell... Ja... Nein, wir versuchen mal schnell so einen zu hacken. Also jetzt haben wir hier 6, jetzt am besten nehme ich 2, die Brand sind, dann haben die einen weiten Weg. Das bedeutet, dass meine Viren eine Chance, sich schon ein bisschen aufzublasen. Das hat jetzt leider nichts gebracht, wenn ich sie in 2 gegenteilige Locations mache. Dann bringt es auch nichts. Jetzt kann es gut sein, dass ich mich doch ein bisschen verrechnet habe und mit 2 das gar nicht herbringen.
Jetzt mal schnell schauen, ob man hier ein bisschen auf eine grössere Separierung hoffen kann. Sieht nicht so aus. Ja, nein, das reicht auch nicht. Ja, es war knapp, aber ich glaube, wir müssen hier noch fast einen dritten Hack haben, damit wir das schaffen. Gut. Das bedeutet, dass ich jetzt keine Ahnung habe, wie ich diesen Virus loslasse mit der Tastatur. Ich muss schnell unten durchspienzeln. Ist es echt gerade Fall mit Virus? Nein. Okay, Enter ist es. Cool. Also seht ihr, jetzt macht sich das selbstständig und hat jetzt für mich die gerade übernommen. Man kann sich also so einige Zeit sparen und wenn man es perfekt macht, schaut man, dass keine geschützten Knotenpunkte mehr zwischendrin sind, zwischen denen, wo man den Virus losschickt und dann wird es dann mehr oder weniger gerade alles aufdecken. Also schaut mal, jetzt können wir hier noch schnell. Nehmen wir doch jetzt noch geschwind den. Geschützt heisst eben nur, dass sie nicht von Viren automatisch übernommen werden können, aber hier hat das jetzt gerade wunderbar funktioniert. Ihr seht, ich habe jetzt 9, jetzt hätte ich eigentlich schon etwas kaufen können. Ich übernehme dann noch schnell den. So. Kann man jetzt hier einen neuen Hack reinziehen. Jetzt habe ich schon 3. Und somit sollte ich eigentlich in der Lage sein, hier jetzt den Blau, der 6 Hacks braucht, können zu übernehmen. 1, 2, machen wir hier unten noch den dritten. Und ihr seht, jetzt der hat Zeit gehabt, um sich aufzublasen und hat somit das System können übernehmen. Jetzt haben wir 43 bekommen, was natürlich einiges ist. Da ziehen wir uns noch einen zusätzlichen Hack und vielleicht noch 2 Viren. So, genau, cool. Und ja, also ich muss wirklich sagen, das Game ist eines der einzigen, das so relaxed ist und hat durch das eigentlich auch einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, weil bei dieser VR-Jam ist es so darum gegangen, ein Game zu entwickeln, wo man nicht primär mit dem Rift spielt. Und das ist hier natürlich auch ja, sehr stark der Fall. So, gehen wir hier schnell raus. Jetzt haben wir hier noch so ein Schutzschild. Und ihr seht, ich konzentriere mich jetzt auf die blauen Knoten und die tun ja die drumherum mit so einem Schutzschild eben ausrüsten. Ihr seht, wenn ich jetzt den übernehme, haben jetzt die drumherum das Schutzschild verloren. Das kann man auch an dem stellen. Oh, der braucht ein bisschen viel. He? Aha. Da unten hätten wir noch einen, der nicht so viel braucht. Es ist gut, dass man aber das Spielfeld ein bisschen drehen kann, weil sonst müsste man den Kopf viel zu fest bewegen. Da muss man nicht viel überlegen, wenn man 2/3 von den angezeigten Hacks besitzt, dann ist es schon kein Problem. Also bei 64, oh nein, 32 können wir einen auslösen, cool. 64 gibt es dann den nächsten. Schnell schauen, langsam machen wir uns hier richtig gut vorwärts. Hier hätten wir noch einen, genau, der braucht nur 5, der ist also easy einzunehmen. Da kann ich einfach meine 5 Hacks reinballern und dann ist das geritzt. Zum Zeitgewinnen kann ich mich dann auch gut rauslösen. Und so kann man dann eine richtig schöne Highscore-Jagd auch starten. Also der das entwickelt hat, hat sich ein paar richtig gute Gedanken gemacht. Also, jetzt haben wir hier noch einen grossen 14er. Das ist ein 24er. Hier haben wir auch einen 14er. Mal schnell schauen, ob wir einen 14er mit 5 Hacks knacken können. Zum besten eben ein bisschen schauen, dass man solche nimmt, die ein bisschen entfernt sind von den anderen. Dann haben sie Zeit, sich ein bisschen aufzublasen. Ja, können kritisch werden, aber langt. Zieht nach seinen schön, das hat gut geklappt. Jetzt haben wir uns hier einen richtig grossen geschnappt und der hat jetzt über 400 gegeben. Hätten wir jetzt noch ein paar Hacks können ziehen, aber das mache ich dann beim nächsten, weil hier oben hat es auch noch einen 14er gehabt, genau. Wieder ein bisschen am Rand raus eigentlich. Genau. Jetzt seht ihr, die werden schon stark angegriffen, verschwinden, aber der hat so viel Zeit, jetzt grösser zu werden hier oben. Da haben sie eigentlich fast keine Chance mehr, den zu bodigen. Cool. Ja, wenn jetzt einer von euch das Rift auch hat, könnte man hier wirklich auch mal eine kleine Challenge machen. Wer schafft es innerhalb von ja, weniger Zeit. Also jetzt ziehen wir noch schnell den nächsten Hack und dann werden wir das Level hier chillig abschließen. Jetzt habe ich hier 8 Hacks. Genau. Also, jetzt schauen wir noch schnell, dass wir hier überall eine Verbindung haben. Machen wir den noch schnell weg. Den 10.
Das wird also auch kein Problem sein mit 8. Wenn ich ja 50% der geforderten Menge und ihr seht, wenn man die geschickt platziert, haben ja, das System keine Chance, das zu blocken. Hat wieder einiges an Kneten gegeben. Dann haben wir hier noch gerade den 9. Cool. Geht raus und jetzt kann ich mir hier noch schnell ein Bild verschaffen. Jetzt haben wir eigentlich alles offen. Ausser hier der Riesig. Genau. Und jetzt würde ich sagen, lohne ich noch einen schnellen Virus rein, um euch das zu zeigen. Das kann ich auf den bestehenden. Die ich schon gehackt habe. Und jetzt seht ihr, jetzt wird sich das hier ausbreiten. Und das ist jetzt eigentlich überall, wo nicht so ein Schutzschild vorhanden ist, geht auch weiter. Ihr seht, der zieht jetzt hier unten weiter. Und es ist immer auf allen bestehenden Verbindungen wird dann wie so ein Ping ausgesendet. Und das gibt mir jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, aber es spart mir natürlich immens Zeit. Und somit hat jetzt alles gehackt, außer hier der Big One. Und ich könnte jetzt natürlich anfangen, hier die äußeren anfangen zu hacken, um noch ein bisschen mehr Geld zu bekommen, aber wenn schon, dann schon. Mit 9 Hacks ein 24er knacken, das könnte eigentlich schon klappen. Ihr seht, jetzt ist es relativ klein, das Zeug. Und ja, eigentlich schon fast ein bisschen einfacher, weil ich finde, es schwierig ist, wenn man nur wenig hat, wenig Hacks und wenig Verteidigungsschild vorhanden sind. So schafft man es eigentlich nachher schon. Und ihr seht, das wäre jetzt genau das erste Level gewesen. Es gibt von diesen gesamthaft 3 mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Ist also echt ein cooles Game. Muss sagen. Sicher jetzt nicht gerade so das Game, wo irgendwie der typisch 12-Jährige draufsteht. Sorry, ich will da niemandem zu nahe treten. Aber wenn man ein bisschen hinten liegen, ein bisschen chillen, sich ein paar Gedanken machen und probieren, so einen Highscore zu knacken, ist es wirklich sehr angenehm gemacht. Also, ich muss jetzt schnell schauen. Ja, jetzt sind wir hier schon ein Zeitchen am Aufnehmen. Ich bin auch noch nicht allzu lange wach, darum habe ich jetzt hier noch nicht das perfekte Menü. Aber eigentlich geht es in diesem Video gar nicht so gross darum, euch hier das CS oder den Gewinner von ViaCham zu zeigen, sondern es geht eigentlich darum, ihr habt es gefordert und diesem Wunsch möchte ich jetzt hier nachkommen. Es geht darum, jetzt mal einen Preis für die eigentlich zu geben, ein Gewinnspiel für die zu machen, wo eben sich wirklich fast jedes Video hier auf dem Channel anschauen. Darum werde ich es auch nicht mit Gewinnspielen anschreiben, das Video oder so, ihr habt es ja gesehen im Titel. Und die das Grand Theft Auto 5 Unboxing auspacken haben geschaut, die wissen alle schon, was jetzt kommt. Du hast schnell hier die Cam auflüpfen. So. Also ja, meine Stimme hört ihr ja. Und wenn ich jetzt hier schnell das Display noch umkehre, es ist richtig professionell wieder mal, ich weiss. Ja, genau sehe ich auch, was ihr seht. Es ist jetzt so, dass wir hier haben wie es steht, Special Edition für PS3, Collectors Edition für PS3 und das gleiche dann noch einmal für die Xbox. Und die Idee wäre jetzt eigentlich für die gerne so ein Game möchten, sollen doch in die Kommentare reinschreiben, für welche Plattform, also PS3 oder Xbox und welche Version. Und ich nehme schon an, dass die meisten sich jetzt gerade auf Collectors Edition werden stürzen, würde ich auch so machen. Ja, je mehr Leute das dann halt das Gleiche wollen, wie jetzt zum Beispiel hier vielleicht die PS3 Collectors Edition, je kleiner ist dann die Chance, dass man gewinnt. Darum, wenn jetzt jemand vielleicht auf Nummer sicher möchte gehen, nimmt man vielleicht eine Special Edition, weil dort nur 3 Leute wollen. Wenn ihr wisst, was ich meine, lange Rede, kurzer Sinn, den Spruch habe ich schon noch gerne. Schreibt einfach in die Kommentare, welche Version das ihr möchtet und welches System. Und dann werde ich das dann am Sonntag auslosen. Vielen Dank für die sich eben die meisten Videos hier auf dem Channel anschauen. Ich hoffe auch, dass ihr immer gut unterhalten werdet und viel Vergnügen. Ja, beim Auswählen, beim Davon-Träumen, das zu gewinnen. Und vielleicht wirst auch genau du einer von diesen 4 Siegern sein. Macht's gut, schön zusammen.